Die große Nachfrage nach Baumaterial hinterlässt zerstörte Landschaften und tiefe, mit Grundwasser gefüllte Löcher, in denen man kaum Pflanzen oder Tiere findet. Könnte hier die Natur eine zweite Chance bekommen? In Frankreich, in der Nähe von Straßburg, gibt es einen Baggersee, an dem die Dinge etwas anders laufen. Die einstige Kiesgrube liegt etwas versteckt und wird nur selten von Schwimmern besucht. Seitdem der Kiesabbau vor einigen Jahrzehnten beendet wurde, konnte sie sich ungestört entwickeln. Serge Dumont kennt diesen Ort so gut wie kein anderer. Der Biologe von der Universität Straßburg erforscht die ökologische Bedeutung solcher durch den Menschen geschaffenen Gewässer. Kiesgruben sind etwas Besonderes. Sie werden vom Grundwasser gespeist. Das ist sehr rein und klar. Die Kiesgruben sind auch sehr tief und so siedelt sich viel Leben an. Erdkröten sind unter den ersten, die neue Gewässer entdecken. Eine alte Kiesgrube wird da schnell zum Liebesnest. Auch Grasfrösche werden von einem Baggersee angezogen, um Nachwuchs zu bekommen. Und auch Libellen entdecken das saubere Wasser, um sich fortzupflanzen. Weil viele natürliche Gewässer zerstört wurden, wird ein Baggersee zum Zufluchtsort für viele Arten. So auch für die Ringelnatter, die hier auf Froschjagd geht. Manchmal ist es ein Hochwasser, das plötzlich einen Weg in die Kiesgrube eröffnet. Eine Chance für Fische. Sie nutzen nun den Wasserweg. Nach und nach erobern immer mehr Arten den neuen Lebensraum. Doch nicht jeder Baggersee ist gut geeignet, ein artenreiches Biotop zu werden. Die Kiesgrube bei Straßburg hat eine Besonderheit. Sie wurde nicht überall gleich tief ausgebaggert. Das Sonnenlicht dringt in den flacheren Zonen bis zum Grund. Ein Unterwasserdschungel kann gedeihen. Der wird zur Kinderstube für viele Fischarten, wie zum Beispiel den Hecht. Wenn man Kiesgruben besser gestalten will, muss man Ufer mit unterschiedlichen Neigungen schaffen. Die Natur braucht diese verschiedenen Lebensräume. Und die sollte man schon beim Kiesabbau schaffen. Man kann aber noch mehr ganz einfache Dinge tun. Serge Dumont setzt sich dafür ein, ins Wasser gestürzte Bäume nicht wegzuräumen. Fische nutzen sie als Unterstand. Sie bieten Schutz vor größeren Jägern. Und Unterschlupf für den vorwiegend nachtaktiven Wels. Auf den Ästen siedeln sich wirbellose Tiere an, darunter auch extrem seltene Arten wie diese Moostierchen. Sie leben in Kolonien und filtern ihre Nahrung mit winzigen Tentakeln aus dem Wasser. Wir haben eine Moostierchenart gefunden, die seit 1926 in Frankreich als ausgestorben galt. Man hat sie 1992 wiederentdeckt. Sie kommt nur an 3 Stellen in Frankreich vor. Auch hier. Solche Entdeckungen motivieren mich. Die meisten Baggerseen entwickeln sich aber anders.